Die nervigen Typen sind geschlagen, Freunde. Und deshalb geht's hier weiter im Kampf gegen die finsteren Außerwelten bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Tja, wirklich wahr, hier ist irgendwie eine erdgebundene unsterbliche Karte gewünscht. Und ja, natürlich, also können wir direkt mal gegen Carly antreten. Und da ist ja auch schon. Na, Carly, wie geht's dir so? Alles klar? Schicksal, okay, sieht ein bisschen finster aus den Augen her und so. Bist du das, Carly? Jack. Was machst du hier? Und warum siehst du so anders aus? Warte, Jack, da stimmt was nicht. Möge das Schattenduell beginnen. Was ist los? Das Zeichen eines finsteren Außerwelten. Duell. Was? Nein, Jack! Ich weiß, ich habe keine andere Wahl. Wieso er? Ich muss mal gegen sie behaupten. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen schräg. Carly kommen! Ja, also ohne Brille sieht es natürlich ein bisschen attraktiv aus, muss man so zu sagen, aber wieso muss attraktiv unbedingt mit Finsterer zu tun haben? Verstehe ich nicht ganz. Aber egal. It's time for duel! Dieses Mal pocht vor Schmerz. Dann tut er eine Salbe drauf. Alles klar, Freunde. Sie brauchen irgendwo eine unsterbliche Karte. Ich überlege gerade, wie wir die überhaupt am besten schlagen können. Oder geht das überhaupt mit Gedankenkontrolle? Wäre es natürlich auch voll, wenn das gehen würde. Ich glaube sicher nicht. Aber egal. Ich spare mal ein bisschen meine Verteidigung auf. Und zwar mit Topf der Gier. Geile Karte. Dann ziehe ich mal zwei. Ich jetzt hier am besten vor. Der findet Resonator. Und dann eine gute Verteidigung aufbauen. Und das mache ich direkt mal. Und rufen im Angriffsmodus. Ich denke sowieso, dass nur ein Monster rufen kann. So bleibt er sicher mal. Und setzt noch eine zweite Karte verdeckt. Und lass mal sie weitermachen. Also gut, Freunde. Part 98, nicht wahr? Ziel ist hier 3 Duelle unterzubringen. Oh, 2 Sessionen. Toll, bereits ein Feldzauber. Wäre natürlich sehr schön. Schicksalsdame Wind. Wind, Wind, das heilige Kind, Kind. Er hat das Fieber das drauf. Ja, mach mal. Was? Nein! Nette Karte. Wenn das Monster aus dem Spiel und jetzt schon und bringen es das Spielfeld zurück. Ja, geht doch theoretisch auch. Oh verdammt, es geht. Ja, ah ne, es ist Spezialbeschwörung. Ja, Spezialbeschwörung. Gott sei Dank. Ja, Guti, sei Dank. Okay, soweit schon mal sehr gut. Und mal gucken. Also Effekt gilt nur bei Normalbeschwörung. Müssen wir eigentlich so hinkriegen, wa? Wir haben 5 Stufen. Das ist doch schon mal super. Geht direkt mal in die Offensive und rufe als Spezial-Synchro, Super, Duper, Mega, was auch immer. Super Mega Digger Beschwörung rufen wir Katastor im Angriffsmodus. Ja, das war irgendwie klar. Aua. Ja, damit hätte ich irgendwie rechnen müssen, wa? Ich mache jetzt da am besten durch Stufe 5, ein bisschen doof. Die kann man nicht abwerfen, also lassen wir das mal. Und ich übergebe an Carly. Zukunftsvisionen. Soll doch wirklich zulassen, dass sie da irgendwie stärkere Monster beschwören kann. Schicksalsdame Finsternis. Ja, ist ja schön, um die geht's. Achso, du opferst sie. Wieso? Wieso machst du so einen Quatsch? Haut sowieso da ab, das Viech. Ja, soviel zu Schicksal. Ach du Scheibenkleise, das kann ja was werden. Schwerer Sturm, es wäre zu schnell im Warzen. Behalte ich mir noch für den finsteren Außerwelt. Ich bin natürlich irgendwo Unsterblichen. Ja, das Problem ist, Leute, ich hätte schon gerne, dass es einen ruft. Aber andererseits verlieren will ich ja auch ungern. So, was machen wir da am besten? Verzweifeln, wa? Klingt gar nicht mal so übel. Da haben wir das Finsternis. Eine Stufe, maximal 12.
Problem ist, wenn das viel Lasse kriegt nach Stufe 6 und so, wenn sich halt nicht mehr los. Ja, natürlich doof. Muss trotzdem mal so lassen. Das erste noch, ja, ein bisschen zu viele Karten auf der Hand, die ich unbedingt benötige. Was natürlich ganz optimal wäre, wäre halt Schild und Schwert. Schild und Schwert, Quatsch natürlich. Die Lichtschwerter. Weil so könnte verhindern, dass sie angreifen kann und gleichzeitig kann sie Monster sammeln für ihren Erkmund unsterbliche Karte. Ob sie die übertrufen will oder kann, ist ein anderes Thema. So, mal langsam mal einen guten Tipp. Köderpuppe. Ne, für später. Jetzt erstmal spiele ich meine Zauberkarte namens Spalt. Sehr schön, der Monster ist schon mal weg. Und dann rufe ich Nebeltalsoldat im Angriffsmodus. Natürlich in die Zukunft geschickt, ganz klar. Du machst das mal. Gut. Okay, was bringt das jetzt? Ach du heiliges Radieschen. Natürlich auch Spezialbeschwörung. Oh oh. Okay Leute, ich glaube, das war ein bisschen ein Fehler. Ja, ich würde echt gerne irgendwo Unsterblichen sehen, aber verliere einfach gar keinen Bock drauf. Okay. Sind wir so langsam fertig? Gott sei Dank. Ja, was da beide? Funktioniert's oder was? 10er Stärken, 9 Welt, dann sieht fast so aus. Nein, sie ruft nicht! Oh, Scheibenkleister. Alter! Ich habe gerade ein ganz lattes Pipi in der Hose. Alter, das ist gerade episch. So, du gehst leider mal in die Zukunft. So ein Quatsch, ey. Genug ist mein Feld leer. Tja, Carly, ich meine, es war ganz nett und so. Keine Frage. Das Problem ist nur, dein Viech wird es nicht lange machen. Ja, tut mir leid, aber ist so. Wieso fragst du? Ganz einfach. Und ein Feldzauber bleibt sich auf dem Feld. Ganz einfach. Ach Leute, es war fast zu schön, um wahr zu sein. Ich rufe meine mystische Tomate im Angriffsmodus. Und dann wird es Zeit für einen direkten Angriff. Tja, das ist leider wirklich ein bisschen ein Nachteil der irgendwo Unsterblichen. Sind super mächtig und so, aber sobald du keinen Feldzauber mehr auf dem Feld hast, alles für den Arsch. Natürlich auch irgendwie noch einen antiken Feendrachen rufen, das ist sowieso der perfekte Counter dagegen. Naja, Feldzauber zerstören und das Monster geht auch auf sie. Da kommt es wieder zurück. Kaum, wa? Ja, Wind ist ein bisschen für mich. Du windest gerade ein bisschen für mich, ja, ist schon klar. So, lass mal so. Weil ich glaube, ein Synchromonster ist hier unnötig, Leute. Nicht wirklich mehr. Naja. Ja, wie gesagt. Das unbedingt noch rufen muss. So, okay, nicht zurück. Das war uns definitiv aus dem Spiel. Und sie hat verloren. Dann kann sie machen, was sie will. Tja, tut mir leid, Carly. War netter Versuch und so, keine Frage, aber gegen unser neues Deck bist du ein bisschen aufgeschmissen, Kleines. Tut mir leid, Köderpuppe wird dein Schicksal besiegeln. Tja, oder auch nicht. Die Schicksalsname namens Finsternis. Schuhe 5 heißt mal 400, 2000, 400 also, 2000 natürlich, 400. Aber dann insgesamt, ich habe 3100 Angriffspunkte. Ach, was soll's. Tut mir leid, haben sie gesagt, es tut mir leid. Sage Bums und da ist auch schon der Trickreiche. Tja, Freunde, es war schön, es hat Spaß gemacht, aber das Duell mit Carly ist vorbei. Der erste finstere Auserwählten ist geschlagen, wobei Mist haben wir auch schon durch.
Wie gesagt, ob ich jetzt gegen Misty noch antreten werde, weiß noch nicht genau. Weil Ziel Nummer 1 ist ganz klar halt, die finsteren Auserwählten zu besiegen. Und dann Option Nummer 2 ist dann, wenn es natürlich ganz gut läuft, noch die Ergebenen Unsterblichen aufrufen und angreifen zu lassen. Oh, wir haben das gar nicht gemacht, war angreifen. Verdammt, mir fehlt Animation! Oh oh, ich hab sowieso verkackt. Ja, mir fehlt Animation zum Angreifen. Misty! Ich hab noch nie gesehen, das ist. Nein, ich hab verloren! So kann's kommen. Es ist vorbei und die Nummer 1 finstere Tante ist erledigt. Oh nein. Carly! Sie ist verschwunden. Was bedeutet das? Sein finsterer Auserwählter. Ich kann es gar nicht glauben. Eine Liste. Ja, ist klar. Was gibt's dort noch? Gute Frau, wir sehen es gleich. Was gibt's hier noch? Ein bisschen DP? Gehirnkontrolle. Oh, ja, haben wir auch schon. Okay, Freunde, das war's hier mit Carly. Und wie es mit dem ersten finsteren Auserwählten weitergeht, das erfahrt ihr gleich. Der nächste der finsteren Auserwählten findet sich genau hier, Freunde. Bei Yggdrasil, zweite Etage. Und zwar dürfte es der gute alte Roman Goodwill, Quatsch natürlich, Wax Goodwin, genau, Roman Goodwin sein, sprich der Bruder von Wax. So, und da ist er auch schon, oder? Stimmt's überhaupt? Roman Goodwin, steht das aus dran? Nö, ist nur Roman. Letzte Opfer. Ui, gegen Ergebund unsterblichen Uru, das kann was werden. Ah, du stehst schon halb in der Dunkelheit. Wenn du meinen Schatten erlebt hast, gibt es kein Entkommen. Der von und der war auch einmal im Anime einst mal ein Auserwählter. Das ist schon ein bisschen länger her. Mal gucken, was er also drauf hat. Letzte Opfer, klingt eigentlich nicht sehr bedrohlich. Neue Möglichkeiten. Alter, was müssen die immer für eine Schminke in der Fresse haben und dann so schwarze Augen? Also gut, wollen wir mal. Mein Ziel ist ja immer noch. Jetzt kann man einen Grünblickkrieger rufen. Sprich, Ziel ist ja immer noch da auf die jeweils auf die Umstände zu reagieren. Sprich, das eigentliche Ziel ist ja, dass der Uru beschwören, wir ihn nachher zerstören, aber wenn es dann halt so heikel wird, muss er vorher vielleicht abbrechen. Das war irgendwie klar und tschüss. Meine Vogelscheuche, nein. Wahaha, hier kommt Krebons. Moment, kenne ich ja auch. Krebons. Okay, wie mache ich jetzt das? Also irgendwie, also muss er zum einen mal einen Feldzauber auf das Feld kriegen, das ist mal Punkt Nummer 1, dann Punkt Nummer 2 muss er 2 Monster aufs Feld bekommen und dann muss er natürlich noch die für Uru opfern. Ja, klingt vielleicht alles relativ simpel, aber ob das auch wirklich, ganz blöd gesagt, könnte ja auch sein, dass irgendwie der Feldzauber zu unterst an dem Deck liegt oder auch Uru zu unterst liegt und zu lange zu warten. Naja. Stolpern, okay. Die Karte ist natürlich doof, weil ich so nicht direkt angreifen kann, muss ich überlegen, ob ich das sonst mache. Und zwar vielleicht mit der Köderpuppe. Das könnte ja klappen. Oder auch nicht. Oh je, Leute, was macht er bloß? Okay, Sturm bringt ja nur was in Angriffsmodus rufe. Ruf mal den Gerümpel-Synchronisierer. Ja, ist klar. Boom. Ich darf auch. Sehr schön. Das bereits mal auf dem Feld. Tja, will man sagen, Leute, wird Zeit für eine Synchrobeschwörung.
unseres allmächtigen Gerümpelkriegers. Der hat zwar bloß Stufe 5 und auch nur 2300 Angriffspunkte, aber das kann sich schnell ändern. Einfach nur ein epischer Auftritt. Ja, dieser dämliche Stolpern, der ist jetzt natürlich ziemlich nervig. Und ich habe, ja, 4300 Angriffspunkte, kann aber diesen nicht wirklich nutzen. Scheibenkleister, wa? Okay, ich spiele nach Lichtschwerter. Ja, wenn wir sagen, damit ist mein Zug beendet. Im Stolpern ist doch das, seine Monster mal betroffen sind. Was will denn damit? Was will er bloß damit erreichen? Oh nö, ey. Was soll er jetzt machen? 2 verdeckte Karten. Sangersfeld rufen. Kann eigentlich nie schaden. Okay, ruft ihn mal in Verteidigungsmodus und versetzt ihn noch in Angriffsmodus und damit hat es auch schon. Weil jetzt angreifen natürlich ziemlich fail, fürchte ich mal. Na komm Roman, komm schon, Feldzauber, Uru, da sind wir alle zufrieden. Tja, ich muss eine Karte im Deck haben, mit der ich bestimmen kann, welche Karte er ziehen darf, aber naja. Sowas haben wir natürlich nicht im Deck, wa? Das ist auch klar und ich muss überlegen, was ich da am besten mache. Oder einfach mit einem Riesenbazil an? Ja, wieso nicht, wa? Also gut, Riesenbazille, vernichte seinen Krebons! Ja, kostet einfach 800 Punkte. Aber den Preis bezahlt der ja gern. Du. Roman Goodwin, was willst du wohl damit noch für uns beweisen? Okay, ist das ein Monster? Nee. Ein Feldzauber könnte auch nicht schlecht sein. Auch nur schlecht sein, so meine ich es eigentlich doch. Vielleicht die Karten stören ein bisschen, weil er sein soll. Was macht er am besten? Also mal die Karte verdeckt und greift dann noch einmal an. Mit unserer Riesenbazille. Er will ihn unbedingt behalten. Die Frage ist bloß, wieso? Nur zum Opfern oder weil er damit noch etwas synchronisieren will? Verstehe ich nicht wirklich. Ist mir ein bisschen zu hoch. Aber egal, er muss ja dem gleich alles erfahren und wissen. Ja, und jetzt in den Kontrollbegegner das Monster. Was? Ja, für einen Zug lohnt es ja richtig. Hey, wieso nimmst du den nicht den? Ja klar kannst du angreifen, aber, hallo? Das ist ja so ein Vollidiot. Das kriegt ja einfach 1000 Punkte Schaden. Also manchmal fragst du dich schon, ey. Diese KI, hey, du. Naja, er muss ja wissen, was er da treibt. Ja, und jetzt? Er hat sich ja wohl gelohnt, die dafür Feinkontrolle zu opfern. Ach, du bist mir einer, du. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den mal auf Verteidigungsmodus setze. Er könnte natürlich Ding noch auf dem Feld haben, natürlich ganz doof. Sprich, er könnte noch Dingsbums haben, der Reisenattribut, genau. Und dann wär's natürlich voll kacke, Mann. Normal, Flip Spezial, also auf alles wirkt's. Ach, Menway. Ja, bis jetzt sieht alles noch gut aus. Ich führe und so und Uru ist noch keine Gefahr. Ja, noch keine. Was natürlich auch schnell ändern kann. Wichtig ist, vor allem wenn Uru auftaucht, muss ich ihn ganz schnell platt machen.
Und macht immerhin 3000 Punkte Schaden und das könnte ein bisschen viel sein. Ja, komm, wieso eigentlich nichts? Ich kann hier mal angreifen und seine Fallenkarten triggern. Und auch nicht. Aua! Oh, so willst du aus dem Spinnenbiss an, ja? Aua. Das tut doch weh, Mann. Du bist doch ein Trottelmann. Du. Mann, spiel mal mal deinen Feldzauber aus. Das kann natürlich eine Weile dauern. Ja, wieso nicht? Wow, erstmal Breaker im Angriffsmodus. Und Stolper, die Holper geht im Angriffsmodus. Was macht jetzt die Spinne? Toll. Hat sich ja voll gelohnt. Egal, Breaker aktiviert man eine besondere Fähigkeit und könnte es bitte mal eine Karte vernichten? Am besten gleich die mal. Das war Opfer für die Unsterblichen. Okay. Und dann Zeremoniespielmarken. Sterbliche Karte. Und dann dick hinzu. Ach du Scheibenkleister. Ja, wieder als ich angreife, wa? Ist was scheißegal, jetzt greif mal an. Los geht's, Grimpelkrieger! Greif seine Spinne, nee. Die Spinne, sondern es einfach das Monster an! Gerümpelschlag! Kein Zugang, ist klar. Oh nö. Die Karte hat sich so. Tja, wenn mal Zug beendet. Zeit spielen kann der Roman ja gut, aber wenn das alles ist, was er kann, dann, naja. Also, come on, Alter, sicher irgendwie eine Karte, mit der du Feldzauber auf die Hand nehmen kannst. Scheinbar ja nicht. Oh, Menno. Du. Noch eine verdeckte Karte. Das auch noch da. Die Karte dort. Ach, Menno, bringt doch alles nix. Ist doch alles für den Arsch. Ah, sollen wir es halt nochmal? Sollen wir sogar so versuchen? Ja, komm, wieso eigentlich nicht. Breaker, magischer Krieger, von jetzt seine Erdspinne. Mit magischem Schwertstreich. Oder auch nicht. Was, schon wieder? Alter, bereits zweimal die Karte gespielt. Oh, das ist dreimal. Ne, zweimal war es ja. Zweimal, ey. Was ist das für ein Penner? Ja, aber Zeit spielen kann er wirklich gut. Jetzt macht er mal hin und ruft da einen Uru. Ne, nicht Uhu, sondern Uru. Sonst dauert das Ganze doch viel zu lange. Oh Mann. Du. Alter, wehe, du synchronisierst jetzt. Ich schwöre dir, wenn du das machst. Dann ist er richtig sauber. Okay, gut, 2 geht eigentlich noch. Also gerade wird irgendwie alle Monster synchronisieren. Untergrund spielen, Tier ist ein Finsternis. Ja, also im Anime war es ja ein finsteres Synchromonster, sprich die Sterne waren auf der linken Seite. So ähnlich wie sie auch mit den Exit-Monstern heutzutage ist, denen keine Stufe, sondern Rang haben die ja. Ist auch ein bisschen crazy. Was? Finde ich nicht nett. Was geht da? Was kann zerstört werden wieder? Hä? Ist doch gar nichts dort. Ah, so, die Fallen habe ich gar nicht richtig gesehen. Was ist denn jetzt schon wieder?
Es muss natürlich sehr viel Spaß machen. Was zum Henker treibt er dort? Du. Natürlich ist sein Uru nicht im Angriffsmodus. Ganz toll. Ey, Uru sag ich schon, natürlich Untergrundspinnentier. Was macht eigentlich ein Uru? Verdammt, ich will, dass es ihn ruft, aber so wie es aussieht. Oh, Leute, das Duell dauert schon viel zu lange, jetzt soll es langsam beenden. Das ist jetzt noch eine Karte verdeckten Beende mein Zug. Alter, kann das Duell jetzt schon so schön beenden, aber das wäre natürlich ein bisschen fehl. Irgendwie. Ein Finsternisempfänger. Yep. Alles muss so finster sein. Doppelt ausgerüstet. Und der will wirklich angreifen. Ja, willst du das denn wirklich? Ich überlege gerade, wenn ich es... Ja, genau das meinte ich. Also gut, geht noch. Das ist die Frage, als ein Monster rufen natürlich zu stark ist, dann greift der andere nicht an. Ich habe keinen Empfänger auf der Hand, kann aber einen auf dem Feld gut gebrauchen, also mal sagen. Macht gleich richtig Rabaut, zwar. Ja, nimmt es zu stark. Der ist doch viel zu stark. Der Zombie geht gut, genau. Der Zombie ist eine gute Wahl. Stolper die Holper. Verwüste. Ich glaube ehrlich gesagt, nee, das vermutlich eher weniger, dank Macht des Spiegels. So, Sangans, kannst du einen besonderen Fähigkeit aktivieren und mir eine nette Karte auf die Hand geben. Wenn du mal so freundlich wärst. Sollen wir ein starkes Monster zu rufen? Ja, wieso eigentlich nicht? Da. Es geht spannend weiter. Du. Und Köder. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Alter, ist auch so eine Pestbeule, jetzt mal ganz ehrlich. Krebons rufen. Hat irgendwie noch einen anderen Empfänger. Ich kriege uns mal für später, also jetzt vielleicht mein Ding schon weg, mein Zombie und lalalala. Wieso nimmer so doof? So, komm schon Roman, zeig's mir, komm schon. Zeig mir doch, was du drauf hast. Scheinbar gar nichts. Okidoki, Alter. Ich gebe jetzt noch eine kleine Chance. Ich spiele erstmal Köderpuppe und direkt wieder eine Fallenkarte. Ja, sag ich ja. Was das ist für einen gegnerischen Angriff. Das ist für den Fall, dass er einen Feldzauber spielen sollte. Und nun sorge dafür, dass wir bald schon einen neuen Drachen beschwören können. Naja, neu ist übertrieben, aber ihr wisst ja schon, wen ich meine. Ja, dann brauche ich noch einen Stufe 3 Empfänger auf der Hand. Wobei natürlich Hansa noch geil wäre. Vielleicht könnte irgendwie Stufe 3 wird es auch gehen, dass ich das bereits auf dem Feld habe. Ne, wieso nicht? Krebons! Krebons! Gut. Und das war's dann mal fürs Erste. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn Roman so weiterspielt, als du noch etwa 3-4 Minuten. Dann haben wir es. Ich weiß, das Part ist sowieso schon zu lang, also... ich spiele endlich mal einen Feldzauber. Ja, aber natürlich nicht gerechnet, dass ich so mache, weil... Raumteilung natürlich für...
Das ist jetzt doch doof, ja so doof, Scheibenkleister. Egal, gut, wenn er natürlich ein Spinnennetz am Feld hat, dann glaube ich noch ein bisschen warten. Tja, da war es nur bloß 2 Monster und dann noch Uru zu rufen. Aber wie gesagt, ob er das überhaupt noch schafft. Ja, können sie irgendwie Handzerstörung spielen, ist natürlich auch klar und eine coole Karte und so, aber dass es so aufgeht, bezweifle ich ja ein bisschen. Karte abwerfen und den rufen und den Spezialbeschwörung rufen, den Energieriese. Oh komm, ist was, ruft den nochmal im Angriffsmodus, dann haben wir fast alles zusammen, kann im nächsten Zug dann einen Trickreichen rufen. Oder auch Energieriese natürlich auch gehen, wobei, ne, wir nur 2, 3, ne, wir nur gerade anklappen, wenn das Monster dafür abwerfen, Stufe 1 hätte, sprich Ender-Synchron. Wäre so eine Variante. Dann würde mein roter Nova-Drache noch ein bisschen mehr Power kriegen. Alter, wieso opferst du das Monster denn? Ja, Spinnenmutter ist hässlich, ich sehe es auch, ja, und jetzt? Bringt doch sowieso nix. Ich schwöre, Karte bringt eh nichts mehr. Jetzt ist sie schon auf dem Feld. Spinnenmutter, Spinnenmutter. Ja, kannst du den ersten Zug anholen und dann? Hier, meine Antwort drauf. Spalt! Ich spalte dich in der Mitte durch. Du. Okay, machen wir so langsam mal, wa? Sprich, ja, kommen wir von ihnen ab und rufe in den Angriffsmodus. Holper die Stolper, wie immer. Oh. Ja, das war jetzt so aber nicht geplant, Freundchen. Obwohl lieber jetzt als spät natürlich, nicht wahr? Ne, geht ihm noch auf. Ihm noch alles supi-dupi, wünsch nur, dass jetzt mal zum Mann auf dem Feld hätten rufen würde. Alter Roman, schnarch dich nach. Noch eine verdeckte Karte. Ich kann die verdeckten Karten langsam nicht mehr sehen von ihm. Der muss mehr auffallen kann, Deck kann man sonst was. So, komm schnell durch mal Monster im Angriffsmodus, können wir mal Cyberdrache auf dem Feld holen, sonst ist es langsam übel. Wenn ich dann noch ein bisschen synchronisieren will. Na, Opfer-Teleport, war ja klar. Und er ruft Krebons zurück. Ja, hat's voll gebracht. Und jetzt mal ist ein Spiel entfernt. Oh, du bist ja so ein Trottel. Ja, ich sehe eine coole Karte nach der anderen, aber nicht unbedingt das, was er gerade will. Sonst noch nichts da. Nee, so ein paar Spinnen und so. Ja, die können bloß ein Spinnendeck haben, ganz ehrlich. Das ist doch voll eklig, Mann. Du. Ja, warten wir weiter ab. Ja komm, Leute, sind nach 18 Jahren im Deck, also muss er irgendwann mal ziehen. Oder auch nicht. Das heulende Insekt. Ja, dann hol mal ein bisschen. Dann so einen Kampf zerstören statt rufen, mal ganz ehrlich. Der hätte ja schon ein bisschen was zu bieten. Was spricht vom Effekt her, meine ich. Insekt kann eigentlich nicht so viel machen, also will ich ihn angreifen, ja toll. Alter Leute, was treibe ich hier? Ich will drauf los, irgendwo einen Sterblichen sehen, mir scheißegal wie lange das dauert und ja.
Wie gesagt, sind jetzt sowieso die letzten Parts, dann gehen die halt ein bisschen in die Überlänge, bis wir es endlich mal haben. Wäre vielleicht Glück gewesen, die im Voraus, was macht denn der jetzt? Wenn ich die im Voraus noch, ganz schnell gesagt, noch ein bisschen vorgespult hätte. Sprich, wenn ich da die Geschwindigkeit erhöht hätte, ja einfach nur dann halt die Beschwörung gesehen hätte von Uro. Das wäre auch geil gewesen, aber nee. Der gute alte Michael natürlich gleich alles zeigen. Und auch noch ein bisschen zu quatschen. Tja. Einfach abgebrochen. Was bist du denn für ein Penner? Wie kann er es wagen, den Angriff einfach abzubrechen? Soll ich angreifen? Den brauche ich sicher noch für später. Okidoki. Resonator! Greif ihn an und vernichte sein heulendes Insekt, auf das er für immer und ewig heulen möge. Oder doch nicht? Ja, sorry Leute, es muss sein. Ich brauche den Resonator noch. Das kannst du echt nicht bringen, Kumpel. Gut, macht das Spiegelwert Effekt, das ist schon mal sehr gut. Uro wird danach auch los, dank mystisch Weltraum-Taifun. Lalalala. Du. Spider-Spinne. Was? Spider-Spinne? Was ist denn das sein? Spinne. Ja, leicht verrückt. Okay, jetzt noch Marshmallow verdeckt. Der kann natürlich auch immer sehr gut gebraucht werden und warten weiter. Aber ich weiß, Leute, es ist ein bisschen langweilig, tut mir leid dazu. Aber so viel Geduld muss leider sein, bis er da halt endlich mal sein Monster rufen kann. Also, jetzt warten wir schon so lange, können wir ruhig noch den Rest erwarten. Ja, gut. Greif es ruhig an, kein Problem. Mein Marshmallow. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Wir sind bald wieder auf gleichen Lebenspunkten. Schwerer Sturm, der wird jetzt auch so viel jetzt helfen, ne, ganz ehrlich. Okay, Dogs, sollen wir es einfach mal wagen? Ja, wieso eigentlich nicht? Panzersturm spielen. Ich weiß nicht, hat der Uro jetzt bereits auf der Hand? Ich weiß noch nicht, Leute. Zwar kann es ein bisschen zu gefährlich. Okay, ich opfere erstmal Marshmallow. Gut, mache jetzt die Synchrobeschwörung zum Rotdrachen Erzunterweltler. Und da kommt er auch schon. Der mächtige Drache. Problem ist, ich muss jetzt gleich sofort weiter synchronisieren, weil wenn ich ihn jetzt so auf dem Verteidigungsmodus lasse und die anderen Monster auch, dann ist doof. Dann wird alles zerstört und das wird doch keiner. Durch dessen Effekt. Ja, schon mal den zurück. 4 Zauberkarten reichen, Leute. Sind doch supi. Ja, stolpern ist klar. Plopp, gestolpert. So, jetzt aber richtig. Und da ist er wieder, Leute. Aus alter Vorzeit. Der mächtigste aller Synchro-Drachen. Glaube zumindest. Du. 5000 Angriffspunkte, Alter, und 3000 Verteidigungspunkte. Der Gegner hat gar keine Chance mehr. Jetzt ist noch Handzerstörung mal verdeckt. Vielleicht kann die Karte doch mal noch gebrauchen. 6 üble Zauberkarten. Der Typ hat keine Chance.
Okay, also jetzt nervst du mich ein bisschen, Kumpel. Und Moment mal, ein bisschen viel für mich, weil wir müssen 2 Karten ablegen. Jetzt allerdings geht's. Alles klar, ich bin mal Handzerstörung. Lege ich mal Aufschlagen ab. Und den noch. So, was legst du ab? Ja, spannend, hat das alles abgelegt. Was? Wieso hast du Uro abgelegt? Das ist doch rufen sollen, du Trottel. Alter, weh, das wie eine Pest. Okay. Es hat ihn abgelegt, das heißt, es braucht sowieso keine mehr im Angriffsmodus. Also, Angriffsmodus, Quatsch. Sprich, es braucht sowieso keine Monster mehr auf dem Feld, um ihn zu opfern. Also muss man ihn irgendwie mit der Zauberkarte zurückholen oder sonst irgendwie. Mit der Fallenkarte, wie auch immer, aber jetzt hat er natürlich ein bisschen verschießen. Ja, Spinnnetz, geile Karte und so. Also Roman, nee, ich weiß auch nicht. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Alter, das wolltest du gern Uru sehen. Jetzt, was macht der? Nee, Alter, das kannst du knicken. Mann, oh Mann, oh Mann, was treibt der Kumpelboss? Das war doch so einfach, Leute. Es sollte doch einfach bloß ein Uru rufen. Aber was macht er? Doch genau das Gegenteil. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich meine, klar, wir können es weiterhin darauf warten, dass er noch eine Fallenkarte so spielt, aber langsam keine Karten mehr im Deck. Und darauf zu warten bloß, dass er überdimensionale Spinne ruft, also ich weiß ja nicht. Hat der Uro zweimal auf der Hand? Nee, sicher nicht, oder? Oder doch? Möglich ist theoretisch alles. Okay, jetzt ist schon wieder ein Angriffsmodus und spielt auch teuflische Kette. Für Uro kann das natürlich niemals schaden. Okay, Roman, eine Chance gebe ich jetzt noch. Das ist noch die Chance, da deinen zweiten Uro zu rufen und du überhaupt noch einen auf der Hand hast. Ansonsten wird's übel. Er hat tatsächlich 2 Urus in der Hand gehabt. Und da kommt der. Eklig bis zum geht nicht mehr. Das ist Uru. Ja, war mal ein bisschen Fehlkumpel, wa? Du, la 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 la. Das war allerdings etwas, ich kann sein Monster nicht angreifen, aber heißt das, dass ich ihn jetzt direkt angreifen könnte? Also nur mal so theoretisch, nicht wahr? Nö, geht gar nicht. Alter, kann er nicht direkt angreifen, ist einfach nur so, kannst nicht angreifen, haha. Du bist ein Penner, ey. Okay, Freunde, ja, natürlich auch Uru auf unserer Seite holen können mit Gehirnkontrolle. Aber nee, ich will gucken, wie er uns wirklich direkt angreift. Der unsterbliche Uru. Naja, ob Uru wirklich unsterblich ist? Naja. Weil er ist eklig. Hilfe. Voll finstere Spinnennetzer. Ach ja, was gibt's denn? Den Nova-Drachen? Na, stimmt, kommen wir wieder zurück. Puh, da hat er gerade, hab ich jetzt einen Fehler gemacht. Und da ist er wieder, der rote Nova-Drache. Ja, natürlich auch klar. Ach, Freunde, es tut mir fast schon zu sehr... Alter, könnte sogar fast noch einen Sternschnuppendrachen rufen, wenn es eine Zauberkarte hätte. Naja, was soll's. Soll man richtig wehtun oder soll man...
Nee, komm. Mach mal so, ich hab gerade Bock drauf. Teuflische Kette! Tja, Alter, jetzt bist du am Arsch, Mann. Jetzt kann ich dich angreifen, denn deine Effekte sind im Arsch. So schnell kann es gehen und da sind die irgendwann Unsterblichen auch schon geschlagen. Tja, alter Roman, was machst du nun, wa? Gar keine Chance mehr, wa? Natürlich nicht, du bist erledigt. Jetzt kannst du machen, was du willst, du hast keine Chance mehr. Der rote Nova-Drache, der siegt. Okay, großen Verteidigungsmodus ist ja schön. Nur bringt er da nicht viel ohne ein weiteres Monster. Okay, also ein weiteres Monster, kannst du nochmal synchronisieren, aber was bringt dir das? Du hast doch eh kein Monster, das stark genug dafür ist. Also hoffst zumindest mal nicht, dass er noch irgendwie so ein Breinig oder so im Deck hat. Das ist ein bisschen sehr übel. Ja, Untergrund Spinnentier. Ich mach mir in die Hose. Na, was machst du denn nun? Aber klappt das wirklich bei ihm? Dass der Effekt sogar so klappt, hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist, ich bekomme halt wieder zurück. Ich meine, klar, mit der Kette wäre es jetzt cool gewesen, aber so? Scheiße. Bekommen wir das Monster zurück, wenn ich das zerstöre, oder wie sieht's aus? Kannst du das Monster zerstören? Das kann durch ein Monster ausgerüstet werden. Sprich, wenn ich das Monster zerstöre, ist auch mein roter Nova-Drache im Arsch. Nein, wieso? Wir können das bloß zulassen. Ach, Menno. Na, spielt keine Rolle. Natürlich schwere Sturm spielen, sind so alle Karten im Arsch. Oh, Menno. Ah, kaum Gehirnkontrolle. Und das Duell ist vorbei. Es hat Leute ein bisschen länger gedauert. Ich weiß, er wollte unbedingt noch, dass er ruft. Und es hat auch geklappt, auch wenn ich ein bisschen mit ihm gespielt habe. Ja, also war jetzt noch ein bisschen zu stark. Für seine Verhältnisse, aber was soll's. Hauptsache, wir haben den zweiten, oder sprich einfach den nächsten der Finster Auserwählten besiegt. Oh, welch ein dunkler Geist! Gut, das war der zweite Mund und der dritte dürfte wohl Devak gewesen sein. Wow, was ist nicht so lustig dran? Michael, hast du dich mit jemandem duelliert? Nö. Wieso? Ein Dark Signer war hier und ist verschwunden? Was ist da los? Gute Frage. Was ist hier bloß los? Noch eine Karte und ein bisschen Kohle? Komm schon, so jetzt. Ah, Mann, so jetzt. Ruf der Gejagten. Naja, nichts Besonderes. Okay, Freund. Der nächste, wo war jetzt wirklich der nächste? Devak wäre der nächste, müsste bereits Bifrost sein, ja? Kommt erst hier wieder. Bifrost 4E. Da war hier irgendwo? Ah, da, mir sehe ich es auch. So, wir sind schnell mitten da. Was, mit ganz unten? Ach du Scheibenkreis, Freund, das dauert ja ewig, bis ich da oben bin. Kann ich irgendwie porten oder so? Geht natürlich nicht. Okay, wie es weitergeht am Kampf gegen Devak, das seht ihr dann wohl vielleicht im nächsten Part, nach diesem Mal. Weiß noch nicht genau, auf alle Fälle geht es hier spannend weiter mit den Kämpfen gegen die finsteren Auserwählten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter Leute, bin ich fertig, hey. Willkommen zurück zu immer noch Part 98, nicht wahr? Hat lange, ein bisschen länger gedauert, als ich dachte.
Was aber trotzdem noch der dritte Fight gegen die finsteren Auserwählten hier gegen Devag, die 4. Etage beim Bifrost. Und ich sage euch jetzt schon, das hat lange gedauert. Verdammt nochmal, musste 6-mal fighten, ey. Teilweise noch gegen Apparaturmonster und kennt diese ganz nervigen Decks. Aber egal, ihr baut hier einfach nur, wie sind schon wieder von dem Moment? Ja, bin gerade zu früh hier gekommen. Das nicht, nee, ich hab hier zu früh angefangen, sprich, hab natürlich auch schon das Tor niedergerissen, wie man so schön sagt. Der Ergbund und Stellbach, den ihr hierfür braucht, wäre Kusillu, also sprich einfach den Affen. Ich fordere dich zu einem Schattenduell raus und bringe göttliche Strafe. Ah, okay, schön für dich. Was hab ich damit zu tun? Hilfe, ich will kein Schattenduell. Göttliche Strafe. Am Arsch, ey. So. Dann wollen wir mal. Ja, Leute, wir haben 5 Duelle gemacht. Also ich bin mittlerweile ganz fit mit dem neuen Deck. Ich habe mitunter sogar noch einen Sternschnuppendrachen beschwört auf ganz irgendwie geile Art und Weise. Sprich zuerst Formelsynchron und dann erst Sternschnuppendrachen und so. War ganz lustig. Gegen das nervige Apparaturdeck und was ich auch noch gemacht habe, das hatte ich am gleichen Duell noch. Ich hatte Sternschnuppendrachen, Sternstaubdrache und einen Rotdrachen und so weiter gleichzeitig auf dem Feld. Das habe ich auch noch nie geschafft, ey. Das war echt übel. Aber egal, der Typ will Erd, wie es aussieht. Devag heißt er ja. Devag, nee, so natürlich nicht ganz. Wir wollen hier nicht fluchen. Lalalala. So, komm schon, altes Spiel, ruf dich mal deinen Feldsaum, kommen wir ein bisschen weiter. Der rasende Gorilla, ach du Scheimglas, stimmt, der hat so ein Deck. Ja, das wird lustig, Leute, das wird lustig. Rasender Gorilla muss angreifen, sonst wird er vernichtet. Oder irgendwie so, da kann er gar nicht weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie das im Videospiel umgesetzt wurde. Man sieht, genau, da steht ja, die beherrschte Karte muss mit dieser Karte angreifen, falls möglich. Und falls Verteidigungsmodus ist, dann wird dieser Wort zerstört. So einfach ist das. Gut, aktiviere erstmal meinen Raumtaifun. Damit seine Karte schon mal down ist, was auch immer es sein möge. Schrei der Untoten. Die Untoten bleiben tot. Das ist ja mal so. Na, supi. Was macht am besten? Lebenspunkte farmen oder soll ich lieber ein bisschen auf Sicherheit gehen? Wobei, was heißt Sicherheit? Er hat sicher ein paar Finsternismonster im Deck. Könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt! Was können wir sonst noch so haben? Ich überlege gerade, weil natürlich ein paar Lebenspunkte wären nicht übel und wir hatten unseren magischen Androiden schon lange nicht mehr auf der Hand. Also, das sowieso, aber jetzt natürlich auf dem Feld und so. Whatever. Hier ist er, der magische Android. Gut, jetzt haben wir schon was im Friedhof. Natürlich für die Beschwörung des roten Oberdrachens eventuell, nicht wahr? Was ein Angriff, Mann! Ja, was auch sonst. Guti, da haben wir schon mal ein Problem weniger. Man sieht auch hier Feldkontrolle übernehmen und dann gucken, wann er mal seinen irgendeinen Unsterblichen ruft. Und dazu bräuchte man ein paar Lebenspunkte mehr, weil der direkt angreift, dann Hasta la Vista. Och nö, noch so eine Scheißkarte. Muss das sein? Nur das Mächtige, ne? Was ich meine? Das sind Krebons. Das sind Psi-Monster, ja. Cooles Teil und so, keine Frage. Das sind doch jetzt aber weniger cool. Was will der jetzt fusionieren? Das ist ein Ernst? Blumenwolf? Achso, er will. Oh. Jetzt ist glaube ich auch, was er will. Das ist aber eigentlich noch eine geniale Idee. Ich muss überlegen, ob ich das noch machen soll. Oh, du Scheimkreis, ein Affenkönig. Na, der Mann hat mir ja auch gespielt. Auch das müsste eigentlich ein finsteres Synchromonster sein, also sprich schwarzes Kartenartwork und die Sterne links statt rechts. Der Rest wäre mehr oder weniger gleich. Na super, jetzt sind mein Monster noch auf den Arsch. Gut, sein ist auch gleich, aber ouch! Was soll der Scheiß? Ich hasse dich! Ein Ausgebot der Hölle!
Toll, was machen wir da am besten, Leute? Ich weiß. Am besten spielen wir einfach mal die Zauberkarten namens Spalt. Denn die spaltet nicht nur den Boden, sondern auch das Monster. Ne, natürlich nicht, wäre sonst eine ziemliche Sauerei. Nun gut, 4 Karten hat er noch. Nochmal so ein Fusionsmonster. Nochmal so ein Synchro. Der Affenkönig. Also ich meine, dass du da einen ziemlich starken Affen auf der Seite hast. Affenkönig, ne, Affenkämpfer. Ne, das mal lieber noch. Ich weiß, es hätte eigentlich zu wenig Lebenspunkte, um das zu riskieren, aber ja, der Angriff seines sehr unsterblichen muss sich leider irgendwie dann so in Kauf nehmen. Autsch. Wir brauchen jetzt dringend mal ein paar Monster. Hallo liebes Deck, ich meine, Zauberfallen sind cool, keine Frage, aber trotzdem gerne mal ein paar Monster. Okay, ja, das scheinbar nicht. Was ist los, Leute? Mein Deck. Und habe schwerer stummer Riesentornado auf der Hand. Was bringt mir das? Beide Karten gleichzeitig. Okay, solange ein weiteres Monsterruf kann ich natürlich abblocken, das ist sehr schön. Ein weiteres Monsterruf kann ich Riesentornado, Quatsch, natürlich der Reisentribut spielen. Fängt zwar auch mit der an. Das soweit dazu. Naja. Ist ein Plan, aber sicher keine Lösung. Affenkämpfer, hey Mann, ich bin Affe, geil. Ja, geil. Ja, habe ich irgendwie Zauberkarten und Fallenkarte gepachtet? Ich meine, ich weiß, sind 20 Stück davon im Deck ich habe. Über 40 Karten, sprich ist Wahrscheinlichkeit 1:2. Ist natürlich schon klar, 50% Chance und so. Trotzdem habe ich jetzt gerade ein bisschen sehr viel Pech. Brille für mich. Bäh. So, das ist. Was ein Quatsch, ey. So, aber eigentlich passt es natürlich ganz gut, weil ich will ja trotz allem. Also, ja, das Ziel ist ja eigentlich schnell zu gewinnen, aber dass sein irgendwo Unsterblichen noch ruft. Das wäre das Ziel, was momentan ziemlich weit entfernt scheint. So, komm schon, Riesbazil oder so etwas. Alter! Ich hab das Deck gemischt. Die sind 20 Zauberfallenkarten, die sind 20 Monsterkarten. Dann kann das Duell gleich abschmieren. Aber ich habe irgendwo noch Topf der Gier und Handzerstörung und Goldener Sarkophag. Das hätte schon ein paar Suchkarten noch. Langsam glaube ich, das sind ein paar zu wenige. Sind da Gorilla. Nein, nicht die Karte. Seid ihr wahnsinnig, ey. Feindliches Urteil. Das ist die Hälfte meiner Lebenspunkte. Dann kann ich nur spielen, wenn ich dann so einen irgendwo Unsterblichen ruft und ich nichts anderes mehr auf der Hand habe. Ja, ich bin auf dem Feld noch zu schützen. Irgendwie so. Gut. Aimphase. Bürosmäßig stimmt natürlich auch. Das anderes Problem, das man später lösen will. Alter, was ist hier los? Das geht's nicht, ey. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, was ist hier los? Kann man echt so ein Kartenpech haben? Kann man jetzt echt noch die restlichen Zauberfallenkarten? Na gut, können maximal noch, Moment. Ich habe bereits am Friedhof, sprich, können noch 10 Zauberfallenkarten kommen. Theoretisch. Ja. Irgendwie so. Was wird nicht ganz gestummen hat oder stimmen kann. Wait mal, ich habe jetzt hier 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Oh, stimmt ja, jetzt 9 Stück noch. So weit liege ich also richtig. Oh Mann, oh Mann. Ja Leute, sorry, dass halt die Parts ein bisschen länger dauern, wobei ich glaube, ihr habt gar nichts dagegen, ein paar Parts mal ab und zu ein bisschen länger sind und ja gut, ihr weiß natürlich, hey, ein paar Parts, hallo, wir spielen hier Yu-Gi-Oh! Ich weiß, bei mir sind Yu-Gi-Oh! Parts sowieso immer ein bisschen zu lang, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Natur des Spiels zu tun, dass es immer so lange dauert. Brille für mich! Nö, Mann! Ist ja der eigentlich so ein Ungeheuer-Deck? Verstehe ich gar nicht. Ich meine, so Affen und so sind natürlich im ganzen Körper behaart und alles. Sind ja schön animalisch. Aber die wagt, der kein einziges Sack im Kopf. Im Kopfsack. Ja. Marschgesicht. Nee, ihr wisst, was ich meine. Der Affenmagen, was kann denn der? Jetzt dann einmal das durchlegen.
Von ihnen kontrolliert. Okay, kann ein bisschen spucken und so, ist ja schön. Ja, endlich mal etwas. Alter. Gut, jetzt mal verdeckt. Sicher ist sicher. Und ich warte doch mal einen Angriff. Ja, ich muss erstmal den Deck ein bisschen ausdünnen, weil ganz ehrlich, ey, ist ja schön, wenn ich Zauberfallen Karten auf dem Feld auf der Hand habe, aber das könnte. Was treibst du denn dort? Okay, eine wilde Natur bringt natürlich nicht sehr viel. Wieso? Ganz einfach, das Monster am Schluss des Zugs, also sprich, ja, doch des Zuges zerstört wird. Und was bringt es ihm da, mit Monster mit Verteidigungsmodus anzugreifen? Wenn er sowieso keinen Vorteil dadurch hat, außer halt das Monster stören kann, ja toll. Bravo, hey, geil. So. Mache doch mal was. Oh, stimmt ja, ich verliere Punkte, aber ganz vergessen. Ah, Scheinkleister. Alter, ich hasse die Karte, Bürosmächtigen, die hasse ich so. Das ist unbeschreiblich. Hey, gut, sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Dann aktiviere ich mal Goldener Sarkophag. Weil ich habe Bock auf ein bisschen Kartenvorteilen zu haben. Nicht wahr, nicht wahr? Alter. In ersten Klasse sind alles Monster. Hey, wir haben das Deck gemischt. Mit sich alles Zauberkarten. Hä? Das heutige Deck ist komplett für den Arsch. Ach, egal, kann ja mit der Situation irgendwie umgehen und so, nicht wahr? Ich habe Verteidigungsmodus, ein bisschen mehr Punkte. Also ein bisschen mehr, 100 genau. Gut, was meint ihr Leute? Soll wieder mal den schwarzen Rosendrachen rufen? Da hatten wir schon lange nicht mehr. Einen roten Oberdrach hatten wir gerade erst. Oh. Mir beinahe ein Controller gefallen. Wieso nicht, wa? Was spiele ich jetzt hier eigentlich für Karten? Wenn ich hier auf Deck gespielt habe, sind zwar nett und so, aber. Oh, das könnte lustig werden. Komm, wisst ihr was? Ich spiele mal Riesentornade. Alter, ich hab zu viele Karten auf der Hand. Fallen wir gleich runter. Nee, keine Sorge. Mystische Tomate. So, die wagt mal eine, Alter, aber kein Bock mehr auf deinen Eggman und Sterblichen. Ganz ehrlich, wenn du sagen, brauchst du den zu rufen, dann, Leck mir doch am Sack. Ja, Freunde, können wir mal ein bisschen in die Vollen. Und das heißt, braucht trotzdem ein bisschen Schutz noch. Verdammt, war sogar ein bisschen mehr Schutz noch. Hilfe. Ich möchte doch gerne mal schwerer Sturm spielen, aber ich habe zu viel Karten auf der Hand. Und ihr wisst, ihr werdet am Ende des Zugs bloß erst Karten auf der Hand halten. Also natürlich, man kann natürlich die Regeln auch umgehen und so, ist sowieso so. Sowieso so. Bei Yu-Gi-Oh! Gibt natürlich viele Regeln, ganz klar, aber du kannst jede Regel auf irgendeine Art und Weise brechen, was irgendwie ziemlich geil ist und andererseits auch, naja, ziemlich fies. Oh Gott, hey, ich spiele schon wieder die Combo. Du Kumpel, ist so eine nette Idee und so, aber Blumenwohl finde ich gerade unbedingt eine Herausforderung. Na, guck mal einen an, wir kommen gleich an einige Duss eines Eggman und Sterblichen. Ja, komm, Alter, komm. Alter, das Auge da unten. Hä, wieso greift nicht an? Hä? Was war das gerade? Greift er nicht an? Verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Okay, komm, jetzt haben immer meinen Feldzauber auf der Hand. Schon mal etwas. Setzt den Verteidigungsmodus. Dann macht das Gleiche. Ich würde zum liebsten verdeckt spielen, ganz ehrlich. Kann man spielen die Karten noch? Kann ich immer seinen Eggman und Sterblichen noch ein bisschen fesseln und knebeln und so. Ja, darauf steht er ja. Der ist sehr masochistisch veranlagt. Natürlich sadistisch, Entschuldigung. Nee, masochistisch. Hä? Ein Sadist ist doch jemand, der gerne anderen Schmerzen zufügt. Ein Masochist ist jemand, der gerne selber Schmerzen erleidet. So war doch der Schuh herum. So, na verdammt, da geht er gar nicht. Geht immer noch nicht. Ich dachte gerade, dass irgendwie vielleicht jetzt endlich mal sein Dingsbums sehen würde. Seht schon, sein Eggman und Sterblichen, aber der kommt einfach nicht. Wieso? Ist egal, ob er jetzt den auf der Hand hat oder nicht, aber er kann ihn gar nicht mehr rufen im Zug. Wenn er eine Synchrobeschwörung macht, hat er trotzdem nur noch ein Monster. Ja, seht ihr, macht er den gleichen Scheiß, toll. Macht er eine Feldzauberkarte.
Ja, Synchrobeschwörung, eine finstere Synchrobeschwörung, however. Oh, stimmt, wenn er angreift, kann gar keine Effekte aktivieren. Die tanken Verteidigungspunkte oder so etwas ab? Nö. Okay. Dann spielt's ja keine Rolle, ob ich ihn jetzt lebe oder erst später. Was denn jetzt? Autsch! Du Penner, ey! Alter, natürlich eine permanente Karte. Oh. Okay, Freunde, nee, kein Bock mehr drauf. Wenn jetzt irgendwo nur sterblichen Ruf, bin ich sowas vom Arsch. Alter, kickt mir einfach frech in die Fresse, hey. Okay, Kumpel, wir sollen unbedingt Stress haben, ja, von mir aus. Ja, ich überlege, was ich machen soll. Was zerstört diese Karte. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt weniger Bock drauf. Okay, aktiviere erstmal schrumpfen. Damit sein Gehirn, was sowieso nicht existiert, auch ein bisschen schrumpfen kann. So, den teuflische Kette noch, weil ich auch Bock drauf habe. Just for fun und so, versteht ihr, nicht wahr? Gut, spiele ich jetzt noch schwerer Sturm, weil die Bürde des Märchen geht mal dermaßen was auf den Sack. Blub. Und weg ist es. Sehr schön, wir haben natürlich noch mehr Punkte. Gut, gut, gut. Dann aktiviere ich noch Topf der Gier. Jetzt sind 2 neue Karten aus dem Deck. Gut, gut, gut. Habe ich sonst noch was auf dem Friedhof? Ich habe sogar... Was? Mein Zombie auf dem Friedhof? Ja, stimmt sogar. Durch ihn ruft er das auch noch. Dann haben wir den Friedhof legen. Kann dann Stufe 4 machen. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Das geht ein bisschen sehr hoch für mich und sehr schnell. Ich habe hier Stufe 1. Ich habe hier Stufe 3. Oh wei, oh wei. Wenn das ich so mache und den ablege. 2, 3. Ich meine, der kann natürlich als Spezialbeschwörung rufen, nicht wahr? Ich habe Stufe 3, das heißt 3 plus 3. Dann könnte ich ihn so rufen, nachher synchronisieren. Plus Stufe 2 hätte ich zwar bereits hier auf dem Feld, sprich aber gar keins mehr aus dem Deck und so, wenn ich da noch was anderes machen will. Oh, ist ja langsam kompliziert. Also ich wäre auf ihn dafür, dann hat der Stufe 2. Dann mache ich das so und mit Schrei der Untoten noch ihn nachher zurück, ruft ihn von der Hand, dann mache ich den roten Oberdrachen auf dem Feld. Ja, also wenn das gerade ein bisschen zu schnell ging, Freunde, sorry, war gerade ein bisschen schnell am Überlegen. Was man da machen könnte, aber ich glaube, der Trick könnte funktionieren. Einfach ein Problem jetzt noch, jetzt habe ich irgendwie ein Synchromonster, sprich Empfängermonster wieder auf dem Feld. Shit happens. Lieber ein zu viel als zu wenig. Ich überlege gerade, soll ich so angreifen? Bringt fast mehr, aber... Man kann nach ihm noch einen roten Erzunterwälter beschwören, aber so. Obwohl, nee, soll vielleicht sogar warten, weil wenn ich jetzt angreife, dann ist mein Zombie nachher wieder am Arsch. Ja, der rote Erzunterwältler, der ist immer so eine Nummer für sich. Naja, sagen wir, es war sein Erdgebunden Unsterblichen nicht gesehen, nicht wahr? War ein bisschen doof von mir. Aber Hauptsache wir haben gewonnen und ja, sorry, wenn er jetzt einmal angegriffen hätte und sogar schwerer Sturm gespielt und eine Riesentornade und meine verdeckten Karten weggeweht hätte, wäre doof gewesen. Ja, ich bin immer noch da. Ja, lange nicht mehr. Wo ich irgendwie auch Bock drauf hätte, ihn einfach so zu vernichten. Und ganz ehrlich, nicht mehr so viele Lebenspunkte. Wir haben schwache Monster auf dem Feld, das ganze Feld voll. Ja, ist ziemlich am Arsch. Vor allem natürlich noch meine 3 genialen Kartenspiele. Erstmal die Lichtschwerter. Dann ist noch die Karte verdeckt und die auch noch, weil ich so Bock drauf habe. 3, 5, 3 gibt es natürlich auch noch. Ich habe insgesamt 8. Ich könnte noch, ich könnte so viel machen.
Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Und da kommt er, der allmächtige Sternstaubdrache. Sehr gut, jetzt habe ich noch ein 2 und 2 Monster, das heißt wir brauchen noch Stufe 3 für unseren, wird reichen? Ne, den. Natürlich für den, fällt mir gerade wieder auf der Zunge, wo ist das Wort, mir fehlt, der Rosendrache, Dankeschön. So, Leute, weil es vorbei haben wir etwa einen 60 Minuten Part, weil es aussieht. Ja, könnt da hinkommen, plus minus ein paar Sekunden, oder ja, ein paar Minuten. Ja, sorry. Sehr schön, mein Zug. Und was sehen wir da Schönes? Trainer-Synchronspiel, braucht's gar nicht. Der Captain! Captain, mein Captain! Ja, bin schon da, Mann, was gibt's denn? Nicht viel. Das will noch nicht, wir rufen erstmal einer Synchron noch aus der Hand. Braucht zwar nicht mehr, sind uns alle einig. Trotzdem ist er hübsch anzusehen. So, rufen wir den noch. Und aktivieren jetzt eine Sonderfähigkeit. Weil ich müsste auch noch 1, 2 Tomaten am Friedhof haben, das passt natürlich sehr gut. Obwohl wir zu Beginn eigentlich eher eine Fehlstarthand hat. Ich meine, hallo, alles Zaum fallen kann, aber keine Monster. Oder kaum Monster vor allem. Geht jetzt noch relativ gut noch aus. Jetzt noch, ja, Moment, ja, jetzt kannst du. Jetzt kannst du aktivieren. Dass immer so ungestüm sein müssen. Dann verlierst du die ganzen Angriffspunkte. Nö, Kleines kannst du knicken. Willst du das machen, Sternstab? Weiß ich nicht. Nee, komm, ich finde das ein bisschen eleganter. Feierliches Urteil, ich opfer keine Monster, wenn es sein muss. Fallgrube für den Arsch, das Monster auch, keine Punkte mehr. Der Affenmagier muss leider Gottes weichen, und zwar dem Angriff des schwarzen Rosendrachens. Angriff mit schwarzem Rosenwirbel. Und das war es für den dritten finsteren Auserwählten. Ehre den Darksignal. Oh nein, sicher nicht. Wohl eher Ehre dem blauhaarigen Typen mit den 5 Drachen und dem 7D-Deck und was weiß ich noch alles. Michael, was ist ein Darksignal? Keine Sorge, der Darksignal will sich nicht einfach in Luft auflösen. Also das nicht das war ein echter. Alter, JK. Egal, Freunde, wie es weitergeht hier mit dem Darksignal und allem möglichen. Sprich, 3 fehlen noch, gegen 2 werden uns sich noch duellieren. Sprich, gegen was wir noch auf? Also Kelly ist natürlich noch einer. Der ist auf 7F, genau, und auf 6F müssen noch Greiger sein. Greiger, glaube ich, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Part 99, dem allerletzten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bis dahin, ciao zusammen.